Guten Abend wünsche ich euch allen zusammen an dem schönen Samstag hier. Also letzte Woche ist es ausgefallen, weil ich war irgendwie nicht so fit, ich hatte Halsweh. Und ich habe noch immer ein bisschen Halsweh, ich weiß nicht, ich hoffe jetzt einfach mal, dass es nicht schlimmer wird. Wir gucken, wie es heute läuft. Und ich muss jetzt natürlich wieder zu meiner Schande gestehen, ich habe jetzt natürlich nicht so geguckt, wie man am besten weitermache. Und warum bin ich jetzt 28 Minuten später? Aber der geil. Seit gestern hat das von jetzt auf gleich angefangen, irgendwie Phantomeingabe zu machen. Wenn ich dann die Escape-Taste drücke, dann wechselt er die Programme, so wie als würde ich Alt-Tab drücke. Jetzt eben konnte ich quasi nicht mit der Maus scrollen. Das war quasi so, als würde ich STRG dabei gedrückt halte. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß, ich hatte das schon mal und ich hatte das irgendwie wieder gelöst. Nur das ist jetzt wieder ein halbes Jahr oder Jahr her und ich habe keine verdammte Ahnung, was ich damals gemacht habe, dass das wieder normal war. Ich hoffe, dass das jetzt 2 Stunden hält oder so, dass wir hier wenigstens ein bisschen spielen können in Ruhe. Ansonsten keine Ahnung. So, jetzt muss ich aber mal kurz überlegen, was hatte man beim letzten Mal gemacht? Wir hatten die Gargoyles geklatscht. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie geht's jetzt weiter? Ich würde... Also man könnte ja da weitergehen, ohne wo die Köder sind. Wo man dann gegen den Gladiator am Hinterhof kämpft. Aber ist das jetzt quasi ein guter Weg? Also hierhin würde ich mal sagen, dort geht es noch nicht weiter. Dr. der Zwiebelmeister. Jo, Eier kommen mit dem Schwätze kostet ja nichts, das können wir ja schon mal machen. Aber hier, da geht man normal erst später hin, würde ich sagen. Stark. Richtig aus. Forgive me. I was absorbed. I am Siegmeyer of Katarina. Aha. Quite honestly, I've run flat up against a wall, or a gate, I should say, no matter how long I wait. So, here I sit, weighing my options. Ja, geil. Still closed. Still closed. Okay, also das Tor hier machen wir dem irgendwann auf, wie auch immer. Ich würde tatsächlich... Teilweise bringe ich aber auch irgendwie so ein bisschen Dark Souls 1 und Dark Souls 2 durcheinander. Bin ich hier... Warum bin ich denn auf einmal wieder so schwer? So können wir nicht weitermachen. Naja gut, wirklich besser ist die Geschichte jetzt natürlich immer noch nicht, ne?
Ach. So ist besser. Kavum! Auf Wiedersehen. Tschüss. So. Also. Wir sind ja von hier gekommen. Und dort war dieses Nashorn oder was das war. Und dort waren wir hier in dem Turm, wo es unten zum Havel geht. Und der Havel, dort kommt man quasi auch hin, wenn man durch diesen Hinterhof geht. Und zwar kommt man dorthin, wenn man ganz am Anfang in dem Gebiet diesen Turm runtergeht. Also, vielleicht sollte man dort mal gucken, ob man dorthin gehe. Was spreche dann eigentlich die Pfeile, die ich habe? 18, das ist natürlich auch stark ausbaufähig. Da müssen wir unbedingt, wenn wir das nächste Mal nochmal einen Händler finden, ein paar Pfeile nach ordern. So, und zwar gehen wir jetzt mal hier hoch. Ah ja, gut. Da gibt es ein günstigeres Leuchtfeuer. Das Ding ist halt hier durchrenne. Kann ich halt auch wieder knicken, ne? Plündern machen wir natürlich. Oh. Geil. Oh, mach noch mal. Aha. Tschüss. So, die Ratten mal weg. Sehr gut. So, hier hinten kommt irgendwann später nämlich auch noch ein Händler hin, aber der ist jetzt noch nicht da. Glaube ich. Ah, da können wir nicht aufmachen. Ja, okay. So, und jetzt gehen wir hier hoch und dann kommen wir hier langsam dorthin, wo dieser Turm war. So, jetzt kam hier noch einer rausgehuckt. Genau. Sehr gut. So. Wir saugen mal was. Sicher ist sicher. Sicher ist die Mutter der Porzellankiste. So, und jetzt müssen wir uns hier irgendwie durcharbeiten. Okay. So, dann gehen wir hier hoch. Machen wir den mal weg. Alles klar. Und jetzt müsste ich mich aber eigentlich hier zuerst nochmal hinhocken. Weil dort unten bei diesen Ködern haben wir natürlich so ein bisschen das Problem. Den pullen wir zuerst mal hier rein. Was ist denn eigentlich das für Leiter neben der Tür? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich die Leiter hier jemals hochgegangen wäre. Ach, das ist die Abkürzung. Jo, natürlich. Wo führt die Abkürzung noch hin? Die führt, glaube ich, unter die Brücke, ne?
Genau, hier sind wir unter der Brücke. Wenn wir dann herkommen, hier, ne? Und dann geht's... Wo geht's dann hier lang? Auf die Brücke, ne? Ja. Ah ja, gut. Ne, da wollte ich nicht hin. Hier runter. Gut. Dann gehen wir hin in diese Turm und gehe dann den Turm. Ich glaube, die Tür hatte ich aufgemacht. Die gehen wir dann runter. Kommt von denen jemand hochgeschlappt? Nee, ne? Doch, oder? Ja, okay. Gut, dann gehen wir halt hier rein. Warte, bis er kommt. Ist okay. Kostet nichts. Alter, das war jetzt unvermittelt. War der was? Nee, ne? So, jetzt bräuchten wir aber eigentlich schon wieder die Boge. Wie ist denn das mit dem Boge? Habe ich trotzdem noch eine relativ gute Rolle. Gut. Sehr gut. Läuft. Hat er 8 Böhmsche. Sehr gut. Nein! Ah! Scheißendreck, du. Scheißendreck, du. Zack. Takabum. Auf Wiedersehen. So. Es ist natürlich scheiße, dass ich jetzt schon wieder ein Fläschchen verbraucht habe. So. Ich schwöre, ich hätte die Tür hier aufgemacht. Wie bin ich denn dann dorthin gekommen? Ich könnte echt schwören, ich habe die aufgemacht. Jetzt hier irgendwo durch. Ach, guck mal. Hier, das Teil habe ich schon noch nie eingesammelt. Na gut, brauchst jetzt auch nicht unbedingt. Aber hier verrottellose wollen wir das ja auch nicht. So, hier waren wir schon überall. Hier oben waren wir auch schon. Aua! Tschüss. So. Genau, hier war der Zwischendingsbums. Hier sind wir Sind wir hier entlang vielleicht? Ne, ich glaube hier war es Sackgassen, ne? Jo. Kommen wir jetzt alle hier runtergerannt, weil es hier so tippelt.
Naja, so ein bisschen mehr schlecht als recht, würde ich es nennen, ne? Hier ist nichts. So war der Black Knight. Brutal, was Reichweite, hä? Tja, die Reichweite bringt dir gar nichts, wenn du mir deine Rücke anbietest. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Aha. Ja, uff. Warum habe ich denn eigentlich so wenig Stamina? Also Ausdauer. Ach, Kette ruf. So, und jetzt sind wir hier in diesem... So, wenn ich jetzt hier aber hier runter gehe, dann komme ich schon zum Havel. Und so bin ich nicht gegangen. Ich war irgendwie anders gegangen. Sieht man den schon? Nein. Der reagiert aber, ach. Der hat halt böser Schlag am Leib, ne? Also bin ich direkt im Arsch. Ach nee, guck mal einer an. Das ist hier doch irgendwie ganz anders, als ich das in Erinnerung hatte. Das ist gar nicht dort, wo ich dachte, dass es ist. Da hat wohl jemand vorbeigehauen, ne? Wie ging das weiter? Also hier hoch geht's so zu dem ersten Bossgegner. Das weiß ich noch. Das lief hier sehr geschmeidig. Ey, konnte man hier wirklich nicht schnell die Leiter runterrutschen? Naja. So. Hier ging es dann wahrscheinlich auf die Brücke zu dem Drache. Ja, da unten ist die Brücke mit dem Drache, genau. So. Hier die Tür konnte ich nicht aufmachen. Hier hin ist der Drache. Hier war dieser komische Dingsbumsritter. Ja, vielleicht dann doch nicht. Ich habe eigentlich gedacht, er macht irgendwo ein bisschen Feuer. Und dann kenne ich im nächsten Durchgang hier. Ja, genau. So, und jetzt mal wieder hier. Und hier war die Abkürzung zu dem Leuchtfeuer hier.
Wie war das dann noch? Wir sind doch, letztes Mal sind wir doch auch schon da zu den scheiß Drecksköder heruntergegangen. Wo sind wir dorthin? Warte, da ist auch noch eine, ne? So war eine. So. Den hier haben wir entfernt. Alles klar. Und hier, das war ja quasi nur so Rundweg. Also das war jetzt ach, diese Sprint-Attacke. Das die gibt, wusste ich gar nicht. So, jetzt sind wir hier oben. Da konnten wir hier rüber ins andere Haus springen. Genau. Knäpplich, aber hat gereicht. So. Und dann sind wir hier hoch. Dann könnten wir hier theoretisch runterspringen. Dann ist man aber wieder hier ganz am Anfang. Oh, fuck. Wow! Das war so nicht gedacht. Ich meine, es wäre jetzt nicht so schlimm, wenn wir drauf gehen, aber... Ich hätte jetzt... Jetzt sind wir hier quasi wieder am Anfang. Stark. Ich war stärker. So, und jetzt sind wir wieder hier. Wo wir vorhin schon mal waren. So, und hier oben habe ich schon aufgeräumt. Dann müssen wir doch noch mal zum André gehen. Ich könnte echt schwören, ich hätte die Tür hier aufgemacht. Das ist jetzt blöd, ne? Beenden. Dann lade mir das halt nochmal neu. Wenn es geht. Wie es halt auch einfach hinter dem Dark Souls Fenster versteckt ist. So. Nach Gargoyles wird wahrscheinlich das Richtige sein, ne? Fortfahren. Ah. Ich glaube, ich weiß wieder, wie wir da hinkommen sind. Ich glaube, ich weiß es wieder. Und zwar könnte das vorne sein, wo wir dieses Nashorn kaputt gemacht haben. Und dort ging es irgendwie seitlich, glaube ich, noch irgendwo so Treppe runter. Und die könnte das gewesen sein. Ey, ich habe beim letzten Mal schon immer genau den gleichen Scheiß gemacht, hab hier gerollt und jedes Mal in sein fucking Schwert reingerollt. Ach, guck mal. Das hätten wir ja auch mal mitnehmen können beim letzten Mal, ne? Wie dumm. Also, ich würde gern hier vorne raus und dafür würde ich gern die Knilche hier kaputt machen. Ah jo, natürlich ist nur noch Dritter.
Alter! Das war fies. Ja, auf 3 habe ich halt tatsächlich nicht so viel Bock, ne? Alter! Nee, das kann ich kniege. Das müssen wir irgendwie anders machen. Was haltet ihr denn davon, wenn wir versuchen, Duana mit dem Pfeil und Bogen herbei zu beten? Ach so, warte. Jetzt habe ich hier wieder. Jetzt versuche ich mal das weg. Das weg. So. Zack. Dann haben wir wenigstens die gute Rolle. Düdüm. Ey, ihr Leute, ich hab jetzt keine Zeit, schon gar nicht für 12 Ammo. Das Problem ist natürlich ein bisschen, eigentlich hatte ich ja geplant, so Backstep zu machen. Aber das könnte ich da natürlich nicht machen, ne? Natürlich. Sind sie jetzt beide gepullt. Also es wird nicht ausreichen. Wahrscheinlich ist es echt besser. Ich gehe den Weg, den ich hier gekommen bin, einfach wieder zurück, ey. Ja, geil, wenn der andere so dumm ist und gegen die Wand läuft. Ah, hat er gedacht. Das lief doch deutlich besser, als ich das in meine kühnsten Träume erwartet habe. Ah, ich weiß, warum der erste beim ersten Ding kaputt war, ne? Wegen dem Backstep. Ist der so lieb und kommt hier raus? Stimmt, oder? Hier, guck mal, du liest noch da 2 Kumpels. Die warten schon auf dich. Sehr gut. So, jetzt wäre es cool, wenn man noch... Wow, locker bleibe, Kollege. Wenn wir noch nur einen Backstep hinkriegen würde, wäre halt göttlich. Der sieht nämlich fies aus. Jawohl! Ich bin schneller als du mit einer Runde. Ha! Was? Wie hält denn der aus? Tschüss. Sehr, sehr gut. Jetzt kommen wir doch in diesen Innenhof, wo wir dieses Gatter hochmachen können, oder? Warte. Was tippelt denn hier so? Hat schon so Düftchen von der Fall, wenn ich ehrlich bin. Helle Bade ist natürlich auch ganz geil. Ah! Schade. Ah, der Kellerschlüssel. Das ist gut, den brauchen wir. So, Tor auf. Das ist schon mal gut. Wo ging es jetzt hier noch mal hin? Ah, okay. Das wird dir jetzt wiederum bedeuten... Ja, genau. Komm du hier runter. Sehr gut. Ja, hierher. Auf geht's. Nee, sowas machen wir nicht. Wow.
stark. Warum macht der eigentlich so Schlag, der quasi so 100 Grad Drehung ist? Also das bedeutet jetzt mit anderen Worten, es wäre wahrscheinlich beim eigentlichen No-Death Run gar nicht so verkehrt, wenn man einfach hier wieder zurückgehe, die erste rechts rein, hoffe, dass man die dort drin, die 3 Helden, nicht rauspulle, denn sonst könnte man vielleicht hier, wenn man so ein bisschen hier eng ums Eck gehe, dass die uns nicht so sehe, uns dann hier runterfallen lasse, ja, dem hier hinne das Schwert ins Kreuz jage. Und dann jetzt haben wir den Kellerschlüssel. Und wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass der Kellerschlüssel dieses Gatter aufmachen kann, wo man eben, wo ich gesagt habe, ich habe gedacht, da hätte ich aufgemacht beim letzten Mal. Wow. Okay, genau, da wollte ich aber sogar hin, tatsächlich. Ah, stimmt, das war die Fall, genau. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ups. Und zwar hier. Warum ging denn jetzt hier hoch noch? Ne? Ah, so wollte ich nicht hin. Nein, jetzt. Ah, jetzt kommen die anderen von unten. Komm, macht ab. Nicht schon bestimmt jetzt den scheiß Fleckneider am Arsch hänge. Ah! Aber jetzt, okay. Also das heißt, habe ich das hier irgendwo stehen? Gargoyle. Wieder André. Das schreibe ich mir jetzt auf. Dann gehen wir vom André zurück. Links über Steg. Erste rechts. Komma links halten. Um die 3 Wachen. Nicht zu alarmieren. Zum Tor, Tor öffnen. Kellerschlüssel. So, und der Kellerschlüssel. Nee, ich wollte mich nicht hinhocken. So, und der Kellerschlüssel, der ist bestimmt für Pfanne in diesem Raum. Können wir jetzt hier den Forrest Gump machen? Würde ich feiern, würde ich echt feiern. Ist aber ein bisschen riskant, wenn er ehrlich ist. Weil hier sind schon einige Gegner. Genau. Inklusive Pfeilmann. Und an den hier müsste ich mich halt am besten langsam von hinten ranschleichen. In der Hoffnung, dass ich schneller bin wie die andere. So. Ach, das ist so wieder Scheiße jetzt. Komm, jetzt saufen wir was. Wow, das war aber eng, ne?
Hüllenschild. Ja, dann brauchen wir nicht. So. Jetzt haben wir natürlich nur noch 2 Flaschen. Das ist natürlich wieder Bullshit. So, aber okay, so können wir auf jeden Fall hier durchgehen, ohne die zu alarmieren. Sehr gut. Alles klar. So, und wenn wir jetzt hier, wo war es hier? Ah, hier ging es runter zu den Ratten, oder? Ja, so war's. Ich sag's wie es ist, von der Seite zu kommen ist scheiße. Und ich hab mal Seele nicht öffnen. Ja gut, das ist nicht so schlimm. Wie machen wir das dann am besten? Also der Weg ist hier tatsächlich extrem kacke. Das heißt, wenn wir den Schlüssel geholt haben und das Tor aufgemacht haben, wäre es wahrscheinlich am sinnvollsten, einfach wieder zurückzugehen. Hier drin den Aufzug zu nehmen, zum Feuerbandschrein zu fahren und dann den normalen Weg zu gehen. Das ist the way to go. Also, Kellerschlüssel. Dann gehen wir zurück. Richtung André. Aufzug zu Feuerbandschrein. Und normalen Weg zu Kellertür. Also in der Hoffnung, dass das tatsächlich die Kellertür ist. Das weiß ich ja jetzt noch nicht immer. So, das heißt, jetzt probieren wir das mal aus. Ja, alles klar. So, jetzt laden wir noch den Spielstand hier. Man könnte natürlich von der Kellertreppe theoretisch... Ach, nicht von der Kellertreppe. Also von dem Tor. Theoretisch auch durch die Eingangshalle gehen, ne? Aber dann muss ich die 3 andere Helden bekämpfen und das ist immer so ein kleines bisschen risikobehaftet. Ne? Also jetzt eben, ach, wenn jetzt der eine nicht zufällig an der eine Eck hängen bleibt und dann reißt der mir den Arsch auf. Warum bleibt der an jeder scheiß fucking Eck hängen? Ach, das Spiel hat mir schon immer geil. Gut, ist jetzt hier jetzt nicht so dramatisch gewesen. So, jetzt gehen wir nämlich hier entlang. Den müsste ich noch nicht nur machen, aber wenn wir eh schon mal hier sind. So, jetzt gehen wir hier entlang. Alle uns hier links. Hier runter. So, der ist weg. Kellerschlüssel geholt. Tor hochgemacht. Jetzt gehen wir den gleichen Weg wieder zurück. Vielleicht werden wir uns auch trotzdem noch die helle Bade holen. Verstecken wir uns hier, wenn es geht. Genau. So, jetzt ist die Frage, ist der wieder zurückgeschlappt? Jawohl, oder ist bei? Auch gut. Das heißt, jetzt gehen wir hier durch.
Hier runter. Hier rein. Schnappe uns rechts die Fürstenseele, die wir beim letzten Mal liegen lassen haben. Jetzt ist unser. Gehen in den Aufzug rein und fahren zum Feuerbandschrein. Das hat sich sogar gereimt. Gut, jetzt gehen wir hier runter. War das hier mit irgendwie, dass die Waffen mit der Zeit kaputt gegangen sind, oder war das in Dark Souls 2? Ich hätte jetzt tatsächlich nicht so Bock, dass meine Waffe kaputt geht. Warte noch. Balance, Zauberschutz. Ne, du, so kann man so nix rauslesen quasi. Ah jo. Hinter der kommt nicht, oder wie sieht's aus? Das heißt, da kann ich hier auch die Bombemeister machen. Alles klar. So, da oben kommt noch so Heinz. Wow. Sehr gut. So. Den Weg hier kriegen wir nämlich, glaube ich, ganz gut hin tatsächlich. Also auf jeden Fall ohne zu sterben. Und kann ich mit diesem Teil durch hinten die Tür aufmachen? Oh, stopp. Nee. Schade. So, hier sind jetzt 2 Stück. Man muss halt sagen, ich kann 3 Schläge mit diesem scheiß Schwert machen. Und dann ist Schicht im Schacht. Das ist halt auch nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. So. Hier oben sind, ich glaube, 2. Auf der Treppe einer, 3 und oben der Bogemeister. Alter! Ah jo, geht er ab wie Schmitzkatze, ey. Wie der jetzt genau zwischen dem Pfeiler und der Mauer durchgeschossen hat mit seinem scheiß Pfeil. So. Zocken wir uns nämlich hier hin. Schnappe uns so, jetzt erst holen wir uns den rein. Wie wir das machen, wissen wir ja schon. Auf Wiedersehen. Dann würde ich mir tatsächlich hier den Bogemeister holen. Okay, dann kommt der Anergolage hoch. Gehen wir wieder hier rein, dass wir nicht irgendwie irgendwas abbekommen. Tschüss. So. Die 2.
Den Kollege hier. Boah, der war richtig geil in der Hals. Den hier. Ach, ich könnte so kotzen. Gehen wir hier rein. Voll. Ist halt auch so ein bisschen die Frage, ob man den einen hier oben nicht einfach lasse. So, jetzt holen wir uns den Kollege hier vor. Boah. So manchmal verliere ich hier echt so ein bisschen den Überblick von der Kameraführung her. Sehr gut. So, und jetzt gehen wir hier rein. Müsste hier noch einer sein, genau. Den schnappen wir uns. Zack. Auf Wiedersehen. Und das müsste doch der Wo passt eine Kellerschlüssel? Ah, wissen wir, wo der auch passen könnte? Dann wären wir hier noch gar nicht immer so schlecht platziert. Wäre hier rum, glaube ich, tatsächlich dann auch gar nicht so dummer Weg. Nee, warte, nicht hier lang. Nee, hier, doch, hier, warte mal. Kommt der jetzt hier runter? Der stört mich halt schon ein bisschen. Nee, nicht direkt noch, Mo, nicht direkt noch, Mo. Jetzt muss ich hier tatsächlich noch mal gucken, wo kamen wir denn hierher noch mal? Wo haben wir denn hier? Ah, okay. Ja, da könnten wir uns zwar hier diese Passage sparen, aber ja, du passt ja doch. So, also Kellerschlüssel. Zum nächsten Leuchtfeuer. Dann Shortcut hoch. Drachenbrücke aufpassen. Kellertür links. So. Das ist doch gut. So, und dort war man nämlich beim letzten Mal ja auch schon mal. Das ist halt eine richtig dumme Passage. Ah, die ist echt richtig dumm. Weil die ganzen Drecksköder dort sind und da sind halt, guck mal, schon viel Gegner aus der Türe raus, ohne dass so Leuchtfeuer dazwischen wäre. Was war das hier noch? Okay. Ah, und genau, hier kann man den Shortcut dann freischalten.
Das wäre tatsächlich auch ganz geil dann. Schneller gelingen. Treppe recht hoch. Shortcut. Aber jetzt mal ohne Scheiß, dieser Shortcut, der ist aber so richtig geil, ist der auch nicht, ne? Weil wie diesen ganzen Drecksködern hier und weil dort ohne ja Haufe Gegner aus diesen Türe rauskomme. Wobei ich jetzt fairerweise sagen muss, da habe ich jetzt so gar nicht mehr dran gedacht. Wow, wow, wow. Nein! Ah, shit. Dann kämpfen wir ne. Weil gegen die Köder ist, glaube ich, das Schild halt ganz geil. Weil wenn sie dann auf eine drauf springe, dann wäre sie geblockt. So, hier unten waren, glaube ich, ein paar Gegner. Jo. Es waren jetzt keine schwierige Gegner, aber es waren viele. Oder zumindest ein paar. Hey, ohne Scheiß. Dieses Anvisieren, dass der du immer die Kamera quasi um 180 Grad schwenkt. Wenn man kein Ziel angeblich in Reichweite hat. Ich glaube tatsächlich, ohne dass ich es genau weiß, dass hier kein so richtig gutes Item gab. Ne? Doppelmenschlichkeit, weiß ich nicht, ob man das unbedingt brauche. So, weil jetzt haben wir nämlich das Problem, dass hier aus der ganzen Türe irgendwie Gegner rauskamen. Jetzt, außer natürlich jetzt. Erst wenn ich hier durch bin, kommen die von hinten. Und die Ware, ach klar, wie scheiße die Gegner. Ja, genau. So Rotz haben sie nämlich gemacht. Nein, weg! Ist da auf was? Gut. Hey, das wäre geil, wenn man bei so einem Backstep ein bisschen Energie zurückkriegen wird. Das wäre echt richtig, richtig geil. Ich meine mich aber zu erinnern, wenn ich ehrlich bin, dass es hier unten jetzt auch kein Leuchtfeuer mehr gab, bevor man zu diesem Bossgegner kommt. Weiß nicht, vielleicht tue ich der Geschichte jetzt auch ein bisschen Unrecht. Aber ich meine echt, so wäre es gewesen. Komm, renne mal bitte da hoch, wo ich mal ein bisschen mehr Manövrierfähigkeit habe. Ne, oh. Ich war kurz davor, hinter den anderen zu kommen. Ey, mit 3 ist aber auch echt Beschiss. Und jetzt kam er nämlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, der Pfanne zum... Ah jo, da ist noch ein scheiß Köder.
So kam er nämlich hier zu dem Bossgegner. Wow! Den habe ich nicht mehr gedacht. So, und ich hatte die ganze Zeit gedacht, dass es hier rein zum Havel geht. Hatte ich gedacht, aber so ist es scheinbar nicht. Hier, genau, hier war der und hier ist dann quasi Shortcut zu dem, in den Gang, wo wir von der einen Seite nicht reingekommen sind, ne? So, jetzt kann man bei dem theoretisch noch ein paar Pfeile kaufen. Hoffen, na gut. Könnte sein, dass der keine Pfeile im Angebot hat. Der hat so komisches Zeugs, um Gift oder Verderbnis oder sowas wegzumachen. So, ne, der hat hier diese diese Moosklumpe. Ah doch, Pfeile hat er auch. Sehr gut, Standardpfeil. So. Junge, dumme, was weiß ich, kann man 100. So, und hier muss man tatsächlich mal gucken, dieser Läuterungsstein hier, ne? Den brauchen wir halt noch ein bisschen. Genauso dieser Wanderfluch hier, den brauchen wir auch noch. Der 4000 ist natürlich was, ne? 6000. Also brauchen wir ja auch nicht jetzt schon alles, aber brauchen wir. So, und jetzt könnten wir quasi vorne zum Feuerbandschrein gehen. Aha. Mir wäre es eigentlich ganz recht, wenn er hier reinkäme. Da kann ich nämlich zumindest nicht runterfallen. Okay, so war du nicht noch Axtmann? Ja, jo, war du noch Axtmann. So. Gehen wir hier runter. Hier auch noch runter. Hier die Feuerbandschweine. So, alle Hauptgang, komm du her. Tschüss. So, was war ein Entfachen noch nur? Kein Entfachen als Hülle möglich. Aushöhlung umkehren. Ja. So, aufsteigen. Können wir uns nicht leisten, oder? Gut, dann lassen wir es, ne? Ach so.
Jetzt habe ich schon wieder 10 Flakons. Eigentlich habe ich schon nur 5. Das ist immer ein bisschen komisch. So. Es wäre jetzt halt schon wichtig, dass wir hier quasi ein bisschen durchkämen. Ohne großartig federn zu lassen. Das wäre schon ganz geil für den Bosskampf. So, das schreibe ich mir jetzt noch auf, also Shortcut. Dann unten Hunde kaputt machen. Rechts Doppelmenschlichkeit. Links durchrennen. Vor Boss rechts runter. Vorsicht, am Ende der Treppe links Gegner. Gang vor links, Shortcut, Feuerbandstein. So. Hallo Janka. Quatsch. Havelrüstung. Der haut mich eben und dann bin ich kaputt. Also, beim letzten Mal war meine Taktik ja, dass ich immer im Kreis gelaufen bin und dann von oben drauf gesprungen bin. Ach so, da war ja was. Ah jo, hör auf jetzt. Ausdauer, ey. Ja, natürlich. Beschiss nenne ich das. So, Ausdauer. Tschüss. So. Jetzt. Ich höre doch schon wieder irgendeine scheiß Drecksköder mit seiner scheiß Steppschuh-Klaggere. Komm du mal schön da runter. Alter, 2 Stück. Und so haben wir nicht gewettet. Gehen wir mal da hoch. Ja, komm, ist egal. Dann sind wir halt ein bisschen schwerer. Was soll's. Sind wir wahrscheinlich viel zu schwer. Ja. Aber gut. Für die Köderscher wird es jetzt erstmal reichen. Wo sind die? Da vorne irgendwo noch. Oder nicht, dass sie mal da von hinten ins Kreuz gesprungen kommen. Stark. Wow. So, wo ist der Anne? Komm da her. Tschüss. So, Schild. Weg. Bringt uns bei dem Gegner eh nichts. Mir hätte vielleicht nur so ein paar Safe Games anlegen, ne? So, dann tun wir hier mal
ein Safe Game anlegen. Import Rename 08 vor, ich nenne den jetzt mal Gladiator. Gladiator. So. Alter, ich habe eben schon einen Herzinfarkt bekommen und habe gedacht, die ganze Drecksköder sind jetzt wieder da und ich stehe genau mit drin, ey. Das wäre so die Krönung gewesen, ey, ohne Scheiß. So. Kollege. Ach, das ist gar kein Gladiator. Ja, die Köder, die waren halt die Scheiße. Aber ich hab gedacht, es wäre ein Hund, nicht 2 Hunde. 2 Hunde ist hier wieder Kacke jetzt. Wäre es eigentlich ganz geil, wenn man zuerst die Hunde wegmachen wird. Man muss natürlich auch sagen, wenn man rinkommt, dann ist es auch direkt quasi so, dass der auf dich draufgesprungen kommt. Das ist natürlich auch maximal ungünstig. Da wäre halt das Schild vielleicht doch ganz geil. Der lebt hier noch. Schlapshack. Ei. Und er das jetzt wieder. Jetzt hat er wieder gewartet, bis ich mein Schild runter mache. Arschloch. Das ist ja gemein, dass der hier auch runter springen kann. Wo ist er dann jetzt? Du Unne. Doch nicht? Hä? Wo ist er dann? Ey, dieser fucking Baum war der schon immer hier in der Ecke. So sieht man ja nix. Warum kann ich den jetzt hier nicht anvisieren? Nächstes Mal mache ich mir hier Blitz drauf.
Kameraführung ist aber echt hier. Warum tue ich denn eigentlich hier immer zurückklitsche? Nein! Hier eben so ins Kreuzringsprung kommt, ne? Frechheit sowas. Stark, Junge. Ah, Scheiße. Ja, das stimmt. Mit der Havelrüstung, die tut jo physischer Schade relativ gut wegblocke. Das wird wahrscheinlich auch ganz gut gehen. Wo war denn der Havel noch mal? Aber der Havel, der ist halt saures Kant jetzt hier so am Anfang. Wenn der dir Scheitel zieht... Ja, ich glaube, das hatte sogar gleich mehrere so gemacht mit dem Havel. Also, irgendeiner war ja, ach, der hat sich so richtig hochgetankt mit Rüstung und so, dass er kaum Schade genommen hat. Das war schon ganz geil. Was müssen jetzt die scheiß Drecksköder hier auf dieser scheiß Treppe stehen bleiben? Ich hätte gern so einen Hechtsprung, wo ich einfach drüber springen kann. Lass mir jetzt mal Ruhe. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ah! Ey, diese Kameraführung, die ist echt brutal teilweise, finde ich. Wir machen den jetzt zuerst mal so. Und dann probieren wir mal den Havel aus. Ich habe dir das letzte Mal schon mal geguckt, wie es mit dem so läuft. Aber das war tatsächlich nicht so geil. Also der hat mehr schöne Shell Gap. Und dann hatte ich noch einen halben Zentimeter Energie.
Bin ich dann jetzt? Ey, guck dir das mal an. Bei so einer Kameraführung. Das ist natürlich auch maximal assi, dass ich in so scheiß enger Hinterhof mit einer Treppe dann 2 Köder drin mache und das komische Ziegebärtchen da. Wir müssen uns doch, ach jetzt warten, wir müssen uns auch noch ein bisschen besser vorbereiten. Also Schild. Und dann tun wir hier so Teil hinmachen und ich hätte gern noch, aber ich glaube, ich habe gar kein Harz mehr, ne? Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd. Das ist tatsächlich ein bisschen blöd. Vor allem, wie man du jetzt sagst, sich wieder nicht bewegen kann. Zu früh gerollt, ey. Timing aus der Hölle. Wenn die scheiß Köder wenigstens nur 2 Schläge kaputt wäre. Der dritte, der macht halt Krumpel drin, weil du ist dann die Ausdauer leer. Ey, wie man jedes Mod zuerst in die falsche Richtung scrollen kann, um dieses fucking Schild auszurüsten, ne? Und wenn dieses Scheiß jedes Mal gehe diesen, jedes Mal gegen diesen gegen die Wand zu haue. Alter, jetzt fällt er runter. Kann ich die Hellebardischen ausrüsten? Was hatten die für Moveset bei den Schlägen? Ich bräuchte was, das einfach gerade eine Pfanne haut. Streitaxt, Hellebarde. Ja, ich bin zu schwach. Okay, das Ding jetzt. Ja gut, aber wenn die auch so dumm... Jo, wenn die auch so dumm... Ah ne, so, so ist besser eigentlich, ne? Da kann ich aber nicht mit dem Schild blocken, weil ich es nicht einhändig führen kann, ja. Oder man müsste halt tatsächlich noch mal überlegen, ob man... Ja... Kettebrecher, Panzerbrecher. Eins davon war Degen. Ja, Kettebrecher. Er macht halt so wenig Schaden, ne? Da wäre ich wahrscheinlich 4 oder 5 Schläge brauche,
bis ich diese Hunde kaputt habe. Was war der Panzerbrecher? Der war, ach, ja gut, der macht dir noch mehr Schade. Ist doch gut. Dann nehmen wir noch das Schildchen. Ja, wieder jetzt erst in die falsche Richtung. Ja. Ja, ich wollte hier Blitz ausrüsten. Leider habe ich keins mehr. Wenn man mal was hier wird hier, ne? Gut, aber so wäre es eigentlich ganz geil, gegen die Hunde zu kämpfen. So wäre es echt ganz geil, gegen die Hunde zu kämpfen. Ist nur die Frage, wie viele Schläge brauche ich dann? Ach, ich habe in die richtige Richtung gerollt. Mit dem Mausrad. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Dieser fucking Innenhof. Ich will die Treppe hoch. Ja, jetzt ist die Ausdauer leer. Warum hat denn der das Schild nicht oben? Ich drück die ganze Zeit die rechte Maustaste. Oder ich halte sie gedrückt. Das ist natürlich, ne, das zieht mir ja auch Ausdauer ab, wenn die gegen mein Schild springe. Aber ich habe auch nichts, wo ich jetzt sagen könnte, hier wird Ausdauer größer oder so, ne? Ja, von oben Brandbombe drauf schmeiße. Ach so, ich habe vergessen, den Spielstand zu laden. Ja, keine Ahnung. Ich meine, man kann natürlich auch mal ausprobieren mit dem Havel, aber ich habe den das letzte Mal immer ausprobiert. Habe so versucht, Backstep-mäßig mir den zu holen. Aber ich bin nicht hinter den gekommen, ohne dass der mir den Arsch aufgerissen hat. Und das ist natürlich dann auch Kacke. Das ist eigentlich ganz clever. Gar nicht du am Anfang groß... Ah jo, jetzt kommt der hochgehupst. Gar nicht am Anfang groß Rolle. Ja, jetzt bin ich wieder ingekeilt. Die zwei Hunde, die sind eigentlich das Schlimme. Alles andere wäre ja egal. Das wäre ja gar kein Thema. Aber die zwei Hunde, die sind hier der Endgegner. Wo haben wir dann? Hier ist es Ujigadana. So, wo überlege? Der Havel. Der war...
Ja, Durchrennen hat noch nie gut funktioniert an der Stelle, ne? So, jetzt tun wir also erstmal die ganze zu viele, ne? Estos Flakon-Dinger wegmachen. Dann rennen wir halt nicht durch und machen es langsam und langweilig. Jedes Mal dieses nur Pfanne-Rolle, wo er in das scheiß Schwert reinrollt. So. Machen wir das Ding weg, du Hühner, jo, ne? Ich hab halt keinen Blitz mehr, aber das ist auch der Anne, der ist jo... Ja, klar, das darfst du jetzt nicht oft getroffen werfen, aber das wird man hinbekommen. Das Problem sind halt die zwei Drecksköder. Haha. So. Wie ging es jetzt nochmal weiter? Dorthin war der Shortcut für dort runter. Ah, ich weiß. Das war quasi dort, wo man gegen den Drache gekämpft, nicht gegen den Drache, gegen den Typ auf der Brücke gekämpft hat. Ich meine, hier war ja Durchrennen auch schon immer eine scheiß Idee, weil der Depp so die Tür sperrt. Aber ich hab jetzt halt keinen Bock, hier die alle nochmal zu kämpfen. Ja, jetzt nicht. Dann geht's heute für Zeit für euch. Hier haben wir da runter. Letzte Mal haben sie abgelost, als ich hier runtergegangen bin. Hoffe, darf man ja wohl noch. Vom Axtmeister. So. Ist der hier auch runterkommen? Nee, ne? Nein, natürlich nicht. So, und hier ging es runter zum Havelinho. Warte mal, hier? Ja, hier. So, ich meine, ich konnte hier noch eine Ebene runter, bevor ich zum Havel kam. So, jetzt tun wir hier auch nur noch ein Safe Game anlegen. Damit wir den Havel im Fall der Fälle auch üben können. Vor Havel. Zack. Speichern. Fortfahren. So. Die Frage, kämpft man am besten der Unergehende Havel? Du musst den halt, aber guck mal, wie viel Schade ich hier mache. Also, wenn, dann müsst man quasi gucken, dass man hier... Ja, ohne Schlagen, ich bin weg. Gut, schade auch nicht volle Energie.
Also da müssten wir quasi gucken, dass ich echt irgendwie Blitz oder was 8 drauf hab. Dass ich ein bisschen mehr Schade mache. Weil ich habe dir jetzt 35 abgezogen, das wird mir ja nicht gesehen. Müsste mir vielleicht mal gucken, wie das der Henno gemacht hat oder derjenige, der das so gemacht hat. Ich meine, man könnte natürlich auch die helle Baden nehmen, die macht dann noch ein bisschen mehr Schade, aber nicht wesentlich mehr. Das Dracheschwert, ich glaube, das hatte ich geholt. Hatte ich das geholt oder hatte ich das nicht geholt? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber das konnte ich irgendwie noch nicht tragen von meinen Stats her. So irgendwie war das. Ach, hier habe ich das gar nicht. Ja. Ja, ja, wie man das bekommt, ist mir schon klar. Das hatte ich auch in einem Durchgang mir mal geholt. Aber das konnte ich nicht tragen vom Level her. Und deswegen habe ich dann gedacht, komm, wird gewährt. Hier ist so dunkel, ich sehe noch nicht nur, wie viel Energie der schon verloren hat. Ah jo, jetzt kommt der, jetzt tut der einer auf Blocke mache. Bleib stehen. Es wäre halt tatsächlich auch ganz geil. Ich glaube, beim letzten Mal hatte ich so Speer, der Blitzschade von sich aus gemacht hat. Der war auch geil. Wow. Ah, ich muss Abstand nehmen. So. Ja, siehst du, ey. Jetzt hat er sich eben in die andere Richtung gedreht, der Drecksack. Ich muss aber, ich glaube, ich nehme besser als Katana, weil da habe ich die bessere Rolle. Weil hier braucht er so lange, bis er aufsteht. Und beim Katana, der macht ja zwar ein Ticke weniger Schade und ich glaube, so viel weniger ist es noch nicht immer. Man könnte natürlich auch die Axt nehmen, aber wie ist denn die Axt? Da habe ich eigentlich auch ganz gut. Ja, das Ziegevieh packe ich schon auch, aber der Havel, den kann man halt schon... Also der ist berechenbarer. Nein. Hier ist Anzeigen, umschalten auf F. So, das ist 95 plus 17. Okay. 95 plus 17. Und das Uji hat 90 plus 17. Das wird quasi bedeuten, mit der Axt wäre ich jetzt erstmal besser dran. Also schadenstechnisch. Okay.
Gut, vermutlich kann ich dann die scheiß Rüstung aber auch nicht anziehen, weil mir da die Stärke dafür fehlt. Das heißt, da müsste man gucken, was man da für Stärke hat und was für Gegner man dann vorher machen kann. Volle Energie wäre gut. Deswegen. Haha, vorbeigehauen. Trottel. Nummer vorbeigehauen. So, die Fehlermarge ist jetzt zwar relativ gering, weil ich hier Dings mehr habe. Aber man darf hier wohl noch hoffen. Oh, das macht noch nicht mal Unterschied. Ah, ich hab gedacht, er ist zu weit genug weg, dass er mich nicht trifft. Ja, mit der Hellebarde hatte ich 71 rum, ja, das stimmt. Aber da hatte ich die Fat Roll, deswegen ist mir das hier, glaube ich, fast lieber. Ich formuliere es mal so, der ist so leicht, du darfst nur keine Fehler machen. Ach komm, geh mal wieder weg. Ja, hab hinter dem gestanden und der hat einfach nicht diesen Backstep gemacht. Und das ist halt wieder die Scheiße, wenn er die dann erwischt, dann hol ich die Arschkarte gezogen. Göttliche Glut. Göttliche Glut tut gut. Aber gut. Ich meine, machbar ist der schon. Muss man sagen. Macht eigentlich das Uchi-Katana Blutungsschade? Zusätzlicher Effekt. Nein, nein. Hier, zusätzlicher Effekt, du wüsst gerne, das ist wahrscheinlich Blutungsschade, ne? Das macht die Axt hier wahrscheinlich nicht. So ist es Uchi-Katana vielleicht nicht schlecht. Vielleicht kriegt er dann irgendwann Blutungsschade. Aber 35, das ist echt räudig. Wahrscheinlich wäre es echt, also, wenn man ja eh die Axt hat, müsste man gucken, wann man die bekommt, wäre es ja vielleicht gar nicht so verkehrt, die Axt zu nehmen, statt des Uchi-Katana. Dann könnte man den Händler am Leben lassen. Aber der hat uns auch einen Schlüssel gegeben, ne?
Ich weiß halt nicht, ob der Havel Blutungsschade bekommt oder nicht. Ich meine, du spratzt dir schon viel Blut raus. Der wäre ja eigentlich dann schon prädestiniert für Blutungsschade, oder? Ich weiß halt nicht mehr so genau, ob der Blutungsschade quasi hier so vergleichbar ist mit zum Beispiel Elden Ring, dass dann auf Emomu die Halbleist leer ist. Oder ob das eher so ein visueller Effekt ist. Weil ich glaube, mit der Axt fahren wir dort echt noch am besten. Oder wir haben echt Glück, dass so eine Blutungsschade angehupst kommt. Das wäre schon geil. Dann mischt halt muss auf einen Schlag nur 200 Schade kriegen. Weil das ist echt mühselig. Ich habe so die Befürchtung, dass das mit dem Blutungsschade nichts gibt. Das wäre überhaupt schon eigentlich echt... Ich weiß nicht, wie wer es war, ob das wirklich der Henno war. Ja, die helle Bade hat hier halt schon mal das Problem, dass ich die einhändig auch nicht führen kann. Boge weniger, der macht aber glaube ich nicht so viel aus. Das hatte ich... Bei was waren das? Ich glaube beim Schild. Also quasi das Uchi-Katana mit Schild. Da habe ich ja auch irgendwie so geil die Rolle. Und da hatte ich den Bogen abgelegt, das hat nichts gebrungen. Dann habe ich das Schild abgelegt und dann war es okay. Mit Bogen. Muss man mal gucken, ob das vielleicht gerade so die Grenze ist, ja. Blutungsschade. Der ist ohne angepriesen worden. Blutungsschade 300. Minus 300 vielleicht. Ja, am Arsch vorbeigeschlagen. Ja, und das ist er nämlich. Wo er dann irgendwie so ganz komischer Schlag macht und ich dann auf einmal doch nicht hinter ihm stehe. Kommen wir hin, ne? Jo. Gut, man muss halt vielleicht bei so Dark Souls auch akzeptieren, dass es nicht, also kein sicherer Weg gibt. Du kannst immer überall drauf gehen. Hey, ist noch immer kein Blutungsschade kommen. So Beschiss. Scheiße, du in die Ecke will ich nicht. Komm, Shadow vor. Wo Platz ist. Hopp. Schafft bei. Ja. 2 Mo, 3 Mo. Ja, 4 Mo vielleicht. Emo.
2 3 4 Das ist 5 ne? Oder war Mo? Ja, gierig. Havels Ring. Was kann der? Erhöht maximale Ausrüstungslast. Ich habe jetzt aber nicht irgendwie gesehen, dass ich nur was von dem bekommen hätte, so rüstungstechnisch oder so. Ich glaube, oder vielleicht Schild. Ich habe jetzt gar nichts von dem bekommen. Das war jetzt ein bisschen, wie soll ich denn sagen, enttäuschend. Was war das hier nochmal? Verstärkt Verteidigung, wenn TP gering sind. Jetzt habe ich nur das Ringelche von dem. Und rüstungstechnisch war da so kalter. Habe ich mir anders vorgestellt. Wenn ich ehrlich bin. So, jetzt könnten wir aber trotzdem ausprobieren. Hier die helle Bade. Und der Bogen ablege. Und dann ja, das scheint okay zu sein. Tja, ist die Frage, wo kriegen wir dann die grünen Steinrüstung her? Die Bewegung, die ist mir halt echt ein bisschen lang. Wie viel Schlecht kann ich da machen? 1, 2, 3. Ist halt mit dem Uchi-Katana schon irgendwie, weiß nicht, das Bewegungsmuster ist geiler. Die kommen schneller hintereinander, die Schläge. Und am geilsten ist immer noch der Dege, aber du machst nicht genug Schade. Tja. Grüne Steinrüstung, wo kriegen wir das her? Grüne Steinrüstung. Und Darkroot Forest. Ja, Da bin ich halt ein bisschen schwach dafür, glaube ich. Zumindest als ich da das letzte Mal war, habe ich da ziemlich auf den Sack geredet. Also das wäre ja quasi hier. Lade mal mit den Spielstand hier. Das ist doch dann hier, wenn ich hier unten rausgehe. Der ist nämlich auch noch ein bisschen heftig für mich. Ach, Ausdauer. So.
Also hier für den Spaß bin ich nämlich gefühlt auch noch ein bisschen schwach. Zumindest haben wir die Bäumchen hier das letzte Mal böste Arsch aufgerissen. Und ich mache halt auch nicht viel Schade gegen die, ne? Aua. Arschloch. Wenigstens kann ich das staggern, das ist hier schon mal ein Vorteil. So, hier rechts ist doch auch irgendwie einer so zum Leben erwacht. Ach, guck mal, hier kann man auch hoch. Geil. Wo kommt denn der her? Okay, Backstabbe kann ich scheinbar vergessen. War hier nicht auch irgendwo so Black Knight, wo man was abgreifen konnte? Hier den ich nicht kämpfen muss? Oder hätte ich Musik gerade aus? Das weiß man jetzt halt wieder nicht, ne? Finsterwurz Becken. Ach, das ist wieder der Fall, ne? Sonst wäre nicht so komisches Ding, das wegrennt. Wahrscheinlich hätte ich mir so geradeaus weiterlaufen, ne? Du kannst hier runter und kannst geradeaus weiter. Lederrüstung. Ich hasse das wieder, wenn hier wieder 50 Wege sind, die man hier... Ach ja, hier war der eine Black Knight, von dem man Waffe abgreifen kann, wenn man Glück hat. Glaube ich. Okay, den möchte ich natürlich jetzt nicht unbedingt kämpfen, wenn ich ehrlich bin. Oder hätte ich müsse hier geradeaus weitergehen. Das ist hier dann dieses eine komische Tor oder was das ist. So, hier ist doch auch noch irgendwo einer aus dem Dreck hochgeschlüpft. Ich könnte schwöre. Und der kommt das erst hier um die Ecke. Ah, dann kommt das hier erst. So irgendwo. Hier ist er doch. Du, das ist er. Nein! Nein! Zweistieg ist unfair. Sauf nur was. Kannst noch was trinken, der springt durch. Nicht hinterher, wenn es geht. Das ist aber eine gefährliche Position hier, stelle ich fest. Tschüss. Schon ein bisschen risky, ne? Also bist du auch ruckzuck mal hinterher geklitscht. So.
Okay, hier sehe ich erstmal keinen. Die Frage ist aber, hat man hier irgendwas gebraucht, um dieses Leuchtfeuer zu aktivieren, oder musste man einfach nur... Okay, gut. Immerhin schon mal etwas. Pflanzen wir uns mal hin. Ach so, jetzt kommen hier die ganzen Gegner wieder. Naja, gut. Hier wäre jetzt erstmal kein Sinn. So, hier das Ding ist zu. Warte mal. Hier bin ich hergekommen. Und hier waren aber auch einige von denen Teile, die hier irgendwie rumgelungert sind, im Kreis gelaufen sind und Ringelpiez mit Anphase gespielt haben. War hier Bossgegner oder ist das nur so Wand? Ich glaube, das war nur Wand, wo es weitergeht, ne? Hm. Hm. Da ist hier noch eine. Grüne Energie brauchen wir. Tschüss. So, der ist tot. Dann wäre jetzt quasi nur noch dahinter einer. So, das ist jetzt so Scheißdreck. Macht mir doch so Aufwand. Mein einziges Glück ist, dass er ein bisschen lange Leitung hat, wenn es ums Umarmen geht. Aber wenn ich mich richtig erinnere, war das so richtige Scheißgegend hier in diesem Wald. Man sieht halt auch genau gar nichts. Ja, hier sind so Bäume wieder, ne? Hier ist so einer. Der scheint schon ein Dot zu sein. Ja, jetzt habe ich wieder die Arschkarte gezogen. Okay, Elite-Rotz brauchen wir nicht. Ja, komm, dann ziehen wir es durch. Dann nehmen wir die Fies in die Hand und machen die Faustdampf. Nee, du bist ein Schmetterling, ne? Ja, geht ein Nein, die kommen hier hoch! So habe ich nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Komm, wir trinken mal was. Kostet dir nichts. Diese Rumzapple, ne? Bin aber auch keine Ruhe. So, also hier in der Ecke war jetzt erst ein Cache-Truhe mit einer Rüstung. Gut, der Treppe. Na! Wo kommst du dann her? Kommst du auch hier hochgeschlappt oder bleibst du unten? Bleibst unten, ne? Ah, hier bist du doch lieber Kerl. Wäre halt geil, wenn der abhaue geht oder hochkomme, dann könnte ich nämlich runterspringen und rauslave. Ja, genau, so habe ich mir das vorgestellt. Tschüss. So, hier ist erstmal nichts. So ist auch nichts. So ist auch nichts. Nix. Überall ist nichts. Da war, glaube ich, noch irgendwo so ein Seidearm, der eben so richtig auf das Sackgang ist. Hier so irgendwo, ne? Pastine. Nein, jetzt nicht. Ich hab hier Zeit. Hier in der Mitte irgendwo diese Truhe. Also im Internet hat gestanden, du wäre 2 Steinkrieger, die eine Truhe bewahre.
Wow, jetzt bin ich im Arsch. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Hier, ne? Ja, oder? Bitte? Weiß nicht? Doch? Ja, sieht gut aus. Ja, das ist gut. So, kommen die mir nur gelaufen? Ah, ja, die kommen mir nur gelaufen. Gut, solange es nur ein Baum ist, das kriegen wir irgendwie hin. Wo ist er dann? Alter, grün in grün alles. Seh nix. Wenn jetzt so Steinritter kommt, bin ich am Arsch. So, hier stand, das Steinrüstungsset ist in einer Truhe, die von den großen Steinrittern im Darkroot Garden bewacht wird. Hinter dem Titanit-Dämon in der Nähe von Andre dem Schmied. Und der Wolfsring erhöht deine Standhaftigkeit um 40. Gut, das interessiert nicht. Hinter einem lebenden Baum. Die Steinritter zum ersten Mal siehst. Also, hinter dem, ja gut, da sind wir hingegangen. Aber diese Truhe, die habe ich jetzt nicht gefunden. Muss der mir jetzt an der Hacke kleben? Ne, gut. Also hier ist es hier schon mal nett. Also ich hoffe, ich zappel weniger, wenn ich nur tot bin. Ah. Nee! Hau ab! Klaps Hack. Wow, alle Weih sind sie aber alle am Start, ey. Ohne Scheiß. Da ist noch einer. Das. So, Kiste. Eine Kiste. Eine Kiste. Wow, da ist noch einer. Hier ist keine Kiste. Gut, hier ist auch dunkel, ne? Die Frage, wird man die Kiste überhaupt sehen dann im Zweifel? Hier ist aber nirgends eine Kiste, wenn ich das richtig sehe. Wo irgendwas drin sein könnte. Den habe ich nicht kommen gesehen. Der ist schön von der Seite. Wow, da ist noch einer. Hier ist aber keine Kiste. Wo soll denn diese Kiste sein? Wie heißt das Teil? Steinrüstungsset. Steinrüstungsset. YouTube-Video. Hat irgendwie ein bisschen lange Leitung, das Teil. Jetzt leben natürlich wieder alle, ne? Das kommt mir natürlich sehr entgehe. Ah, okay. Das heißt, ich muss zuerst Astorias Wappe holen. Astorias Wappen. Wo kriegen wir Astorias Wappen her? Ist das wahrscheinlich dieser komische Käfer dort oben, oder?
Ah nee, der kann für 20.000 Seelen gekauft werden. Also wenn ich das richtig sehe, muss ich hier durch. Und dafür brauche ich Astorias Wappen. Und Astorias Wappen bekomme ich beim Schmied André für 20.000 Ögge. Haha, vorbei. Und von 20.000 bin ich schon relativ weit entfernt. Wenn man ehrlich ist. Ah ne, hier, das war ja der Weg, den ich gar nicht gehen wollte. Ich wollte hier lang. Brauchen wir gleich ein bisschen Ausdauer für hier durch Ding zu rennen. Ja. Ich gehe jetzt nur zum André. Ich habe auch zuerst gedacht, dass ich den Schmetterling wahrscheinlich klatschen muss. Aber hier stand irgendwo, dass der Kollege hier dieses Astorias Wappen verkauft. Hier, Astorias Wappen. Öffnet versiegelte Tür inmitten des Waldes. Und das Teil brauche ich dann, um diese Tür aufzumachen. Und dort ist dann die Steinrüstung. Wie heißt denn dieser Schmetterling? Schmetterling, wie heißt der? Mondlichtschmetterling. Wie viel Seele gibt der? $10.000. 10.000. Gut, dann wäre quasi die Überlegung, dass wir dann beim nächsten Mal versuchen, vielleicht den Schmetterling zu machen. Der ist doch, glaube ich, relativ leicht. Und dann haben wir 10.000. Und dann haben wir hier auch noch so ein paar Rune, die wir klatschen können. Oh, nicht Rune, hier Seele-Dinger. Aber so viel wird das nicht sein. Wie viel ist das, wenn ich hier die benutze? 3.000. Ja, bei 13.000 würden noch 7.000 fehlen. Okay. Ja, da muss ich mir mal Gedanken machen. Da muss ich mir mal Gedanken machen. Verkaufen kann ich dem nichts, oder? Ausrüstung reparieren. Ausrüstung, Waffe verstärken. Ich könnte natürlich auch Uchi-Katana 1. Das mache ich mir schade. Was ist hier? Wo ist denn die Axt? Ist dann die Axt? Kann ich die Axt nicht verstärken? Komisch. Ausrüstung umwandeln. Okay, habe ich noch nicht. Rüstung verstärken. Gut, also das müssen wir uns dann für den Montag überlegen, ob wir vielleicht hingehen und versuchen, diese Steinrüstung zu bekommen, für ein bisschen mehr tanky zu sein. Tank ist immer gut. So, dann habe ich Havels Ring am Start. Was ist das? So, Havels Ring habe ich am Start. Dann, also den kann ich dann machen, dann hätte ich den Havels Ring am Start.
Und dann könnte ich mit der Steinrüstung quasi in diesen Hinterhof gehen. Notiere ich mir jetzt mal. Also. Hier, gehen wir Wald. Schmetterling. 20.000 Seelen. Astorias Wappen. Tür im Wald. Und dann Steinrüstung. Gut. Das wäre dann der Plan für den Montag. Und dann schauen wir mal, ob wir das irgendwie hinbekommen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend, einen erholsamen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Und wir sehen uns dann am Montagabend wieder. Bis denne. Ciao.